bin gerade dran, meine Sachen einpacken, weil ich noch mitten in der Nacht losgehe zur Selvi nach Zürich, die mich zu Suhoor hat eingeladen. Und wie immer habe ich vorher noch einen Corona-Test gemacht. Am Morgen machen wir Suhoor. Das heisst, wir zusammen frühstücken. Und das machen wir bis zum Zeitpunkt, wo die Morgendämmerung eintritt, wo wir dann unsere Absicht fassen, dass wir an diesem Tag fasten. Nach dem Suhoor nutze ich gerne die Zeit von Morgendämmerung bis zum Sonnenaufgang. Die Zeit eigentlich dem Glauben widmen. Ich bete, Koran lesen und andere Sachen zusätzlich noch machen, die mir sehr wichtig sind. Das mache ich nicht nur im Ramadan, sondern jeden Tag. Und ich möchte es erwähnen, weil der Ramadan eine super Chance ist, um sich so etwas anzueignen. Genauso wie man sich Gewohnheiten im Ramadan sehr gut aufbauen kann, ist es eben auch eine Zeit, wo man sich schlechte Angewohnheiten auch abeignen kann. Genau um das geht es ja eigentlich, dass man sich im Ramadan auch die Sachen enthalten. Das ist eben nicht nur das Essen und das Trinken. Nach dem spannenden Gespräch mit der Selvi bin ich wieder zurück in Zürich, und zwar bin ich heute bei ASAS, beim afghanischen Studierendenverein, eingeladen für Iftar zu essen. Und mir ist übrigens aufgefallen, ja, erstaunlich viele Einladungen von Leuten mit einem afghanischen Background. Aber mir ist gesagt worden, das liegt an ihrer grossen Gastfreundschaft. Und natürlich habe ich wie immer schon daheim den Corona-Test gemacht. Während der Ramadan-Zeit ist es in Afghanistan üblich, dass sich Freunde und Familie zusammen zu Iftar treffen. Man isst, betet zusammen und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Diese schöne Ramadan-Tradition wollen wir behalten, und darum haben wir heute zusammen Iftar gemacht. Wir wünschen dir, deiner Familie und deinen Freunden noch weiterhin Ramadan Mubarak! Es ist tatsächlich schon so weit und der Ramadan ist vorbei. Heute wird Eid gefeiert. Ich bin bei Alida eingeladen und ich bin ein bisschen nervös, weil ich nicht so genau wusste, was legt man zu so einem Fest an. Was bringe ich als Geschenk mit? Und was noch viel wichtiger ist, wie gratuliere ich überhaupt zu diesem Feiertag? Dieses Jahr wird Eid Corona-bedingt ein bisschen anders gefeiert. Normalerweise würde man morgen in die Moschee gehen und dann die ganze Familie und alle Freunde und Bekannte besuchen. Oder man bleibt daheim, macht Essen parat und empfängt den ganzen Besuch. Kurz zusammengefasst, der Tag ist eigentlich mega stressig. Doch Alida hat für die momentane Situation eine schöne Lösung gefunden. Sie hat ihre Freundinnen und mich zum Mittagessen eingeladen. Wir haben gemeinsam das Festgebet gemacht, haben den ganzen Tag zusammen gechillt, haben Deep Talk gehabt und haben über Gott und die Welt philosophiert. Alles in allem ein wunderschöner Tag mit berührenden Gesprächen, mit wertvollen Begegnungen und einfach feinem Essen. Eid Mubarak! Ich wünsche nachträglich allen noch ein gesegnetes Fest und möchte mich auf diesem Weg für all die Einladungen bedanken. Leider konnte ich nicht alle Einladungen annehmen und auch nicht alle in den Videos zeigen. Aber das soll nicht heissen, dass die weniger wertvoll sind. Die 30 Tage sind so schnell vorbeigegangen und ich muss sagen, ich habe schon fast ein kleines wehmütiges Gefühl, ist es vorbei. Ich hatte so viele schöne Begegnungen, so viele spannende Gespräche, so viele neue Inputs, so viele schöne Momente, so viel feines Essen. Wirklich, es war so gesegnet für mich, habe ich das miterleben. Merci viel mal und ganz viel Liebe an alle. Wer weiss, an welcher kulturellen oder religiösen Tradition ich demnächst wieder teilnehme.